Shalom Aleichem! Ich bin Rukhl En ich bin Eve. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Essgesinnte Heid. Lekuvit Purim, weil wir auch wissen, wie zu machen Homentashen mit einem angemacht, was ich bin sicher, ihr habt keinmal nicht versucht. Reitiger sind sehr scharf, aber die Jiden in der Litte haben gemacht einen Geschmack angemacht von Reitiger. Ich habe gehört von unserer Forverts Chayele Palevsky, der berühmte Partisan von Vilna. Man hat dann einen gemacht von schwarzen Reitiger. Die schwarzen Reitiger kann man einmal finden in Farmers Market oder in Gourmet-Kremer. Und wenn nicht, kann man nutzen weiße Daikoner Reitiger. Ich will sie schneiden und abschälen die Reitiger. Der Haut ist schwarz, aber ein wenig sind sie weiß wie Daikonen. Dann wollen wir sie unreiben. Und nachdem, was man hat schon ungerieben, ein Pfund Rettich, wird man es abkochen in gesalzenem Wasser. Sie darf das Wasser mit der Reitiger und wenn sie sieht, mach ein kleines Feuer und decke sie 20 Minuten. Und abgießen das Wasser und lassen über Nacht in Frischwasser. In der Topf prägelt ab 1,5 Teppich Honig, das ist 1 Pfund Honig, und 1 Teppel Zucker, das ist 7 Onzen Zucker. Jetzt dort, als der Zucker ist schon zugegangen in dem Honig, gebe ich sie Rettich und ein halb Teppel gezuckerte Ingwer. Lass es kochen 30-40 Minuten. Und jetzt, weil wir machen das Teig, ein traditioneller Haventeig. In einer Mischmaschine oder einer großen Schüssel gieß ein Drittel Teppel warm Wasser, 4 in einer Hälfte Löffel Haven, lass es mischen ein bisschen Salz gehen, 2 Drittel Teppel Milch. Milch haben wir ungewärmt und abgekühlt, ein Löffel Salz, ein Viertel von dem Mehl, das ist 20 Onzen, an 5 Teppel Mehl. Ein ganz Teppel Peter, das ist 8 Onzen. Und das Mehl, was bleibt. 3 Viertel Teppel Zucker. Ob es ist zu nass, zieht daran noch ein bisschen Mehl. Beschütt den Tombank mit ein bisschen Mehl. Und knetet das Teig mit den Händen noch ein bisschen. Und hat jetzt sehr schön geknotten Teig. Den Schüssel habe ich beschmiert mit ein bisschen Butter. Ich lege rein den Teig, decke es zu mit der Hand und ich lasse es so aufgehen 30-40 Minuten. Weil es katschen ein Viertel Zoll. Ein bisschen weniger. Wollen wir schneiden Homentashen? Gut. Was ist das? Das ist ein Deckel für eine Rasloi. Aber es ist pink der richtige Das Größe. ist perfekt. Gut, lassen wir schneiden. Den Ofen haben wir schon umgewärmt auf 375 Grad. Ah, sehr gut. Sie seht euch, wie es schon gerät. Jetzt sie ein halb Teppel welchen Anis. Ich mache nass die Homentashen von innen wenig. Sie soll sich gut zerkleppen zu sich. Dort habe ich ein Ei mit einem Löffel Wasser. Die Homentashen wollen wir bersten mit dem Eier in Wasser. Das wird es machen glanzig. Rein in den Ofen, 375 Grad, 20-30 Minuten. Jenny Grossinger in ihrem Buch Der Kunst von jüdischen Kochen hat gehabt einen anderen Ofen zu machen Homentashen. Sie hat gemacht Quadraten und von sie gemacht Dreiecken. Wollen wir das jetzt prüfen? Brief machen das Teig viereckig. Wir sollen können von ihm machen Quadraten. Bersten ein bisschen von innen wenig, sie sollen sich gut zerkleppen. Und das Mal von einem Quadrat macht ein Dreieck so. Also wie Burekas. Also wie Burekas, ja.
Ah, die Kijk erste eens, Bäckerle hey, ist great. Ah, und der zweite ist euch great. Hat er mir doch gewissen, wie so zu machen, Homentashen mit Reitach angemacht. Hoffen wir, sie hat gut verbracht auf unser Kochprogramm. Es Gesundheit. In een vrijdag in Purim.